Wir kommen nun in die Trias, die erste Periode des Mesozoikums, des Erdmittelalters also. Der Übergang vom Perm, der jüngsten Periode des Erdaltertums, gilt als wohl wichtigste Phase des Lebens auf der Erde. Er fand vor 252 Millionen Jahren statt und geht mit einem katastrophalen Ereignis einher, von dem so mancher Paläontologe behauptet, dass es das Leben an den Rand des Verschwindens gebracht habe. 90–95% aller existierenden Arten sterben damals aus. Fast alles, was wir in den Vitrinen zum Perm gesehen haben, verschwindet. Nur einzelne Linien von Organismen überdauern. Das Meer ist sehr viel lebensärmer, die reichhaltigen Gesellschaften der Bellerophonschichten sind verschwunden und werden von wenigen Arten ersetzt. Diese umfassen allerdings eine enorme Anzahl von Individuen. Es ist dieses Bild, das die Ablagerung der Werfener Schichten heute nachzeichnet, die in einem Meer mit einer überaus geringen Biodiversität stattfindet. Die Fauna dieser Zeit wird von Muscheln dominiert, etwa von der berühmten Claraia, einer besonders artenreichen Muschelgattung. Hier sehen wir eine Platte mit Claraia clarai, der schönsten und am weitesten verbreiteten Art. Aus den anderen Platten wird klar, dass darauf viele Exemplare einer einzigen Gattung zu finden sind, wie wir bereits gesehen haben. Das deutet darauf hin, dass die Lebensbedingungen auf dem Meeresgrund so schwierig waren, dass nur eine oder wenige Arten überhaupt imstande waren, sich daran anzupassen. Gleichzeitig hatten diese Arten aber keine Feinde und konnten sich daher zahlenmäßig enorm entwickeln. Für Lebensräume, die sich auch nur minimal voneinander unterscheiden, waren damals unterschiedliche Arten charakteristisch, die nicht imstande waren, sich Veränderungen anzupassen, selbst kleinsten. Deshalb verläuft die Geschichte der ersten Jahrmillionen der Trias relativ einfach und monoton. Das Meer war nicht tief, der Meeresboden schlammig, die Artenvielfalt gering. Troviamo anche delle tracce, delle evidenze di vita, non troviamo gli organismi. Im Gestein können wir heute fossile Spuren der Existenz und der Aktivität von Organismen finden, die sich nicht erhalten haben. Sie haben im Schlamm des Meeresbodens ihre Spuren und Höhlen hinterlassen, aber auch hier war die Vielfalt äußerst gering.